Wir stellen uns der Prüfung der Hirten. Hier bei Fire Emblem Engage geht's gegen Chrome und Darein. Aus Fire Emblem Awakening, wer kennt sie nicht? Und wir sind soweit eigentlich ready, um unseren Zug zu beenden und den Gegner ziehen zu lassen. Timera mit Ike haben gerade einen großen IT eingesetzt. Ja, also warte jetzt mal drauf, dass die angecruised kommen. Das wird schon. Und ich mache hier mal einfach mal durchbrechen, mal gucken, was passiert. Ah cool, dass die Charaktere, wenn sie engaged sind, auch noch dieses Outfit tragen quasi. Das bringt nichts gegen sie. Sie hat zu viel Defense. Und dank Ike sowieso noch mehr. Ja, ich glaube Timera und Louis sind aktuell so unsere Tanks. Oh, er hat doch Magie, krass. Aber trotzdem so wenig Damage, also. Louis halt mit Hector und Timera mit Ike, ich glaube die Kombi ist gut. Okay, aber wenn wir sie nur ankratzen, nicht zerstören, passiert noch nichts. Das haben wir vorhin gesehen. Erst wenn wir sie zerstört haben, werden sie nächstes wieder regeneriert. Wir hoffen, wir nicht alle erwischt haben. So schlecht war das auf alle Fälle nicht. Das hat ordentlich reingezwirbelt. Jetzt natürlich das Problem, sie sind viel zu weit weg für uns alle. Ich habe zwar ihn noch hier, als Unterstützung bräuchte. Ich gebe Michael Lucina. Nee, will momentan ja nicht so viel machen. Das heißt, ich gehe eher jetzt hier noch ein bisschen näher ran. Du kommst natürlich nicht so weit runter, wa? Nee, mir auch gewundert. Du bist noch für 2 Züge engaged. Das gefällt mir doch sehr, muss ich zugeben. Ah, wieder zu früh, warte mal. Ich mache jetzt mal eine Magier platt. Weil der nervt. Ein Freund der Goose. Nettes kleines Elixier, dankeschön. So, die da oben sind natürlich jetzt gebrochen, das ist klar. Speer und Stahllanze. Es sind eigentlich wieder Typen für ihn hier. Der kann ja machen, was er will, aber Louis macht das schon. So, mal ein Speer aus, kann nämlich auch gar kontern. Und theoretisch ja durch die Fähigkeit hier. Vollgang ausführen, wenn es die Waffe zulässt, ja. Das ist doch schon mal gut. So. Nach dem Engagen her, ihr seid bereits fertig. Dann könnt ihr gleich nochmal. Ihr dürft nachher noch. Ich würde sagen, ihr geht zum nächsten Kreis da drüben. Sind die so doof? Ah, okay, warte mal. Ich wollte gerade fragen, sind die so doof und greifen die ihn an? Aber ja, vermutlich schon. Wenn du natürlich die Option hast. Also ist eher so, warte mal. So, er hat die Kanterfähigkeit. Du gehst nach oben. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ah, hier. Edelgar-Kombi. So. Ja, du, feel free. Wenn ihr unbedingt sterben wollt, von mir aus. Es ist eigentlich so klar, dass noch weitere Verstärkungen nachkommen vor allem. Das gefällt mir nicht wirklich.
Stahllanzenmäßig und so. Sie kommt nicht ganz bis dahin, aber scheiß drauf. Natürlich wieder ein scheiß Speer, aber. Ja. Der Scheiß reicht nicht mal ganz. Lebenskugel auch für dich, wenn jetzt nicht allzu schlecht. Komm, wir gehen hier direkt an die Vollen. Das war ja was, wa? So, alle 3 sind noch gedamaged. Das gefällt mir. Ich wollte zwar eigentlich jetzt irgendwie anders ran, aber egal. Speed Deep ist bei 30, okay. Ja, vorhin war ja ein bisschen weniger, das stimmt soweit. Ne, Bündnis muss nicht sein. Also jetzt zumindest noch nicht. Unsere Bogendudes. Welliwell. Es sind hier natürlich auch noch ein paar Dudes, die auf uns zukommen. Ich sagen würde, muss das sein? Ja, mir die hier vorknöpfen, irgendwie, weiß nicht so recht. Das sind ja 3 verdammte Stahlschützen, Bogenschützen halt. Okay, die kann ich machen, was ich will. Die haben eine riesen Reichweite. Dann tut auch ein bisschen was drauf. Überleg halt, ob ich mit Yunaka Hauskammer Plusen so machen soll. Ob ich es irgendwie klug hinkriege, warte mal. Wie kommst du bis dahin, ne? Okay. Sehr schön. Dann könnt ihr nochmal ran, um den nochmal platt zu machen. Ihr könnt natürlich auch hier unten noch was machen, mit Alfred Sigur Kombi. Auch nicht vergessen, weil er kommt da sowieso nicht dran. Vielleicht hier oben eine Option. Level 9, Level 14. Andererseits ist Louis noch ein bisschen im Hintertreffen. Bündnis mit Tiki wäre zwar eine Option. Wenn die Typen jetzt hier gerne eher ausschalten möchte, wäre das vielleicht eine andere Variante. Ja komm, machen wir so. Ja, Mist. Es hätte auch reichen können. Okay, sie in die Mitte, das heißt Yunaka. Koop-Schlag und dann ist er down, okay. Kann man so machen. Warum das Ganze? Jetzt geht sie nämlich in die Mitte und macht den Tanz der Göttin.
Und dann machst du einmal Engage. Dann machst du einmal Hausnummer Plus, bitte. Ah, hey, ho! Dadurch, dass ihr Hausnummer Plus war, kann sie nochmal angreifen. So, jetzt haben wir natürlich das Problem hier, aber ich bin ja noch hier drüben. Kampftechnik mit dem Stern kann ich mehr ausrichten, wa? Jo, nimmer fehl, weil er nimmer fehlt. Nimmer fehl, du. Sehr schön. Schöne Kombi, alles zusammen. Ich habe natürlich Sidal Tiki, die auch nochmal angreifen können. Ich habe euch beide. Ich habe die hier, wo ich sagen könnte, yo, Digi, lass ankommen. Show me your move quasi. Also zum Beispiel können wir da hinstellen. Ich könnte natürlich auch hier mit Louis Hector hin und sagen, yo, zeig mir, was du kannst. Wie weit kommst du? Nicht so weit ich gerne hätte. Das ist doof. Ja, Michael Lucina können oben platt machen. Ich will Michael eigentlich noch ein bisschen unten behalten vom Level her. Eigentlich, aber ich kriege sowieso nie, was ich will. Und deswegen, 4. Stufe. Okay, kurz vom Level up, sehr schön. So, das heißt, ich stelle jetzt aber Louis Hector trotzdem hier rein. Mach mit Eisen Großlanze. Weil ihm eigentlich dürfte die Waffe gar nicht zulassen, aber sehen wir jetzt. Dann schicke Diamant Leaf wieder nach unten. Ja, passt schon. Dance everybody, dance everybody, dance, dance, dance. Also, ne, muss ich nach oben. Aber eine ganz miese Trefferquote. Ja, okay, jetzt kann ich auch nichts mehr machen, aber da unten sind 3 Supertypen, also. Kommen wir dazu. Okay. Muss nochmal ein bisschen anders ran. Auf die Mira gehen die nicht los. Was? Dieser Arschloch, ey. Oh, da rein. Ja, ich hätte es genauso gemacht, aber deswegen hasse ich es ja. Jetzt spaltet er die Gruppe. Ich könnte kotzen, ey. Zeitkristall zurückdrehen. Warte mal, ich griff hier an. Ich habe halt nur Bewegungsradius 5, wa? Also komm bis hier hin. Dann 1, 2, 3, 4, 5. So eine Kackwaffe angreifen, das klappt eh nicht. Ich habe jetzt zwar auch 5. Aber die bessere Quote war, sag jetzt mal. Ich muss sie da gleich mal mit Tiki engagen, weil sonst könnte es ein bisschen knapp werden da oben. Alter, wie hoch ist der Wert?
Das ist doch nicht euer fucking Ernst. Ich kann nur auf einen Crit hoffen. Weil offenbar ist die Trefferquote, wie ich in dem Zug treffen kann, so hoch. Ja. Was ist das denn für ein Scheiß jetzt? Also darf alles, was ich hier getan habe, meine schöne Kombi alles wieder zurückdrehen, weil ich habe sonst keine Chance. Warte mal, ich habe noch ein paar Ladungen. Magiegriff an. Dann machen wir den Quatsch anders. Ich wollte eigentlich verhindern, dass er ein Level abkriegt, aber ich habe keine andere Wahl. Ich musste ihn wegfetzen, weil sonst kriegt er von nächsten Zug einfach mal so random. Ja, scheiße, Mann. Das Problem ist ja, wie wir wissen, wenn ich mit dem Hauptcharakter jetzt so schnell levele, werden die Sidequest-Gegner immer stärker. Das wollte ich ja eigentlich verhindern. Tomahawk ist nicht gerade das Beste, was ich eigentlich habe, aber egal. Machen wir es halt hier doch so. Ich stelle es mal hier hin, weil dann kann natürlich mal das Ding aufladen. Da ich weiß, was Dara ihm vorhat, da kommt zum Zukunftsblick, kann ich was dagegen unternehmen. Nein, ich Bündnis, noch nicht. Also vielleicht ich glaube, ich brauche es gar nicht. Kann man ohne Bündnis ganz gut hin. So. Natürlich trifft er. 68%, ey. Ja, wir kennen auch einen Scheißplan. Das wäre mir sowas schon scheißegal. Der Plan ist einfach nur scheiße, weil ihr scheiße seid. Nein, die beiden sind cool. Bin nur ein bisschen sauer, weil gerade alles nicht so aufgeht, wie ich es gerne hätte. Ich kriege immer schön auf die Fresse, das gefällt mir gar nicht. Dann tut auch noch Magie drauf, der Sack. Ja, ich krieg schon ein bisschen auf die Fresse. Und da oben ist keiner. Heißt, momentan für uns wieder zurückziehen. Ein bisschen breaken kann nie schaden. Ach, ich wünsche, ich hätte ein bisschen Magie drauf. So, der nächste Streich. Folgt sogleich. Und hier kommt Andung. Hast du eine Andung? Also auf alle Fälle hat er keine Vorandung. Ich kann so witzig sein. Heilen wäre jetzt so eine doofe Idee. Ich meine, es hat eine Heilerin dabei. Der zwar auch ein bisschen mehr Sterbe mir gegeben hätten können. Das wäre eine Option gewesen. Aber hey, man ist im Nachhinein immer schlauer. Manchmal auch ein bisschen grauer.
Für Louis reicht's noch, sehr gut. Ja, da will ich eigentlich eher weniger hin. Hier oben tut es mir gerade weniger weh zwar, aber ich muss sie trotzdem mal ein bisschen kitzeln. Ach, jetzt mit dem Scheiß ausweichen hier, wa? Hey, Trefferquoten sind hier eine Katastrophe, Freunde. Komm, ich gehe auf die Säule und warte mal, was passiert. So, viel free zum Angreifen. Mein natürlich Engage mit ihm, deswegen cool wäre für Lebenskugel. Aber jetzt diesmal ein bisschen außer Acht gelassen, aber darf nicht vergessen. Lebenskugel ist schon wichtig. Okay. So, viel Spaß euch. Dann kommen da unten schon die nächsten Typen. Ich würde zwar lieber mit ihr gerne engagen, wenn ich ehrlich bin. Wird aber gerade schwierig, wie man sieht. Die kommen auch nicht so richtig vorwärts. Dann sammle ich mich mal wieder ein bisschen und hoffe, dass die mir da oben noch selber klarkommt. Ein Hoch auf den Sandsturm. Du, 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 du. Louis ist sauer. Kann ich aber absolut nachvollziehen. Während nach der Scheißaktion von Darien auch. Dieser Penner, ey. Ich wollte gerade fragen, wie viele Dinger kommen eigentlich noch nach? Wo sind eigentlich noch die ganzen Engage-Felder? Ich sehe nichts mehr. Würden doch so gerne platt machen. Können wir nochmal irgendwie hier durchreiten. Irgendwie ganz cool. Naja, komm, ein bisschen schwächen kann nicht schaden. Er ist mit Ziel gut ausgerüstet, deswegen kann ich ja locker hier rüber. Das ist ja der Vorteil. So. Wolfbeil. Eisengroßlanze plus 4. Macht trotzdem relativ viel Damage dafür, dass wir gerade. Ich meine, hallo, es ist Louis. Er kann sogar kritten, krass, ey. Erstaunlich, wie oft der Gegner mittlerweile krittet. Finde ich jetzt nicht so geil. So. Hier natürlich auch so ein Thema. Wie weit kann man nach vorne, falls er irgendwie was supporten möchte? Er hat zweimal da Axttypen. Da kann man natürlich mit ihm jetzt auch nicht so weit runter gerne hätte. Da würde, wenn ich von hier aus hinkäme, bringt mir das nicht so viel, weil ich von hier aus nicht angreifen kann. Das bringt mir eben auch nichts. Wenn ich es irgendwie dahin schaffen könnte. Ja, warte mal, da wäre eine Option.
komme jetzt beide nicht so weit hin. Warte mal, klappt der Trick überhaupt, den ich gerade vorhabe? Da mache ich gerade irgendwie ganz seltsame Sachen. Und tschüss. So. Ja, das könnte doch klappen. Speed Dieb, nochmal 2 plus. Ich glaube, die Kombi mit den beiden, die funktioniert sehr gut. Ich glaube, die können wir so behalten. Warte mal, Darien hat irgendwie Bock darauf, uns zu trennen. Da habe ich jetzt momentan keinen Bock mehr drauf. Ich kann leider nicht schon komplett platt machen. Okay, machen wir es hier mit Sonnenbogen. So. Wie sieht denn das hier aus? Trefferquote ist nicht allzu übel. Lieber irgendwie von hier aus angreifen oder so. Ah, wieder aufgefüllt. Sehr schön. Welliwell. Hier einfach mal den abfangen. Natürlich hat er einen Speer dabei. Immer 2 Felder. Lass mir so einen scheiß Tomahawk nehmen, der sowieso nicht so gut funktioniert. Und das mit ihr muss ich gar nicht versuchen. Chloe. So noch plus 5 Speed, aber es reicht leider schon. Es ist traurig, aber wahr. Chloe kann ich nicht mehr gebrauchen. Ich muss Chloe ganz anders spielen mittlerweile, damit es überhaupt noch einen Sinn hat. Und das ist leider schade. Jetzt habe ich halt irgendwie so einen Typen, der mit Resistenz angreift. Meine Typen haben keine Resistenz. Gut, ich glaube, sie werden sowieso überleben, weil so viel Power hat es auch wieder nicht. Das ist relativ schnell. Also wenn er hier mit Magie angreift, dann könnte es das Leben kosten. Das heißt, wir müssen noch mit Mike und Lucina ran, theoretisch. Sie wird es vermutlich irgendwie auch schaffen, ne? Klar. Nochmal heilen wäre auch eine Option. Wenn ich sie dann jetzt schon verwendet hätte, dann wäre es eine Option gewesen. So leider nicht. Leider. Mal versuchen für eine andere Waffe, wo ich ein bisschen mehr Speed habe. So. Weil sie auf der andere Typ mit da unten gar nicht mehr doppeln. Na, ich lasse ihn mal hier oben, aber... einen Schildbau machen kann ich Trottel. So spät gesehen. Doch. Okay, ohne Magie, krass. Schwören können, jetzt greift er irgendwie Louis mit Magie an. Sagen wir mal, scheiß Wasser hier langsam mal verschwinden, das nervt mich nämlich. So, könnt ihr mal ein bisschen auffüllen. Stab verwenden wäre natürlich auch eine Option, aber du brauchst eigentlich was anderes. Also sprich einfach ein paar Punkte.
So, und Holonen zu killen, war. Und ich sag noch, ohne zu killen. Aber es ist mal typisch Diamant, der hört einfach nicht zu. Da kann eine ganze Tag auf ihn reinreden. Nee. Da werden auf den anderen keine Punkte. Es ist so ein Kreuz mit dem Typen. So, wir sind noch voll, das heißt, ich greife mit Gougeron-Typen da unten an. Vehemenz, Vehemenz. Sag mal. Das ist doch schön, dass ein Geschwindigkeitstiep hat und so ein paar mehr Stats, wenn auch nicht schlecht. Plus 50 Schaden zu, Alter. Da ist auch leicht übertrieben. So, und wir sie wohl klein kriegen, wa? Danke, Chloe! Ja, das könnte schlimmer sein. Aber ich meine, jetzt ganz ehrlich, wenn sie noch mehr Speed draufkriegen, so habe ich eigentlich gar kein Problem damit. So, ich behalte euch lieber mal zusammen, weil das wird mir langsam gefährlich hier. Genauso mit euch. Also am besten aber mal ein bisschen zusammenbleiben. Bis wir das irgendwie überstanden haben. Puh. So. Dritte Kristall ist da oben, war. Gehen wir nach unten. Okay, aber ich glaube, es kommen nicht ewig Gegner. Ich glaube, wir haben es langsam aber sicher hinter uns. Das heißt, wir gehen schon mal nach oben. Oh, Moment. Der war natürlich fies jetzt. Also der Bougeron ist stark genug, den Kristall zu zerbrechen, wa? Ja, genau. Bewegung hat nur 5. Ne, überlege gerade. Chimera hat ihre eigene Fähigkeit, mit der sie andere Dinge kaputt machen kann. Huch! Okay, so clever wird das gerade auch nicht. Muss sparsamer sein. Da gehe ich mit Chimera, glaube ich, alleine hier entlang. Bougeron soll den Ding hier in der Mitte kaputt machen. Dann würden die anderen sich schon mal in der Mitte sammeln. Und dann mache ich, glaube nachher noch ein Engage wegen der Kugel halt. Du könntest sogar nicht auf Tiki anwenden. Auf Tiki sage ich schon. Ja, auf Chimera. Das wäre eine Option. Dass man eine Leiste mehr kriegt. Ansonsten sammeln wir mal die Dinger hier oben ein. Ja gut, die greifen halt an, sobald halt die Barriere fällt, wa? So, du kannst mal hier ein. So, Bougeron, kriegst du ihn eigentlich auch irgendwie mit dem Bogen hin? Ne, nicht beim ersten Mal, also bei einmal, wa? Ja, keine Rolle, ich meine, das Teil kann jetzt schon mal irgendwie ankratzen.
Ankratz Boucheron nicht zerstören. Na, das üben wir noch. Göttlicher Segen! Gibt 7 Tage Regen! Na, bitte, besser nicht. Die wäre schon mal anlocken. Könnte lustig werden. So, dann gehst du mal hier oben durch. Habe ich hier oben noch ein Gage-Ding, wa? Okay, dann geht Diamant mit. Boucheron bleibt hier. Da kommen wir gar nicht hin. Okay, und ich ziehe mich hier wieder zurück. Fugado da auch noch. Der Rest ist da drüben. Jo. Wenn es keine Verstärkung mehr kommt, könnte es klappen. Jo. Ist halt wie es ist, wa? Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, was nachher passiert, wenn das Scheißding alle 3 zerbreche. Kommen alle Gegner auf mich zu auf einmal, oder wie ist das? So, dann habe ich euch hier in der Mitte. Das ist doch gut soweit. Ihr wäre zwar lieber nochmal engagieren könnte, aber okay. Man kann nicht alles haben, Freunde. Man kann viel haben und nicht alles. Ich glaube, ich habe sonst auch nicht mehr so viel Engage-Feld, oder? Ja, unten noch 2 theoretisch. Ja, super. Du müsstest ja die Fähigkeit von Ike haben, mit der du sofort was durchbrechen kannst. Ja, eben. Das heißt, doch, da passt so. Nach mit Diamant da drüben, da ist auch nicht schlecht. Sidal Tiki. Protektion, das ist eine eigene Fähigkeit. Euch beide. Ihr könnt sie natürlich mit dem Teleport selber noch irgendwo anders hinschicken, aber... Hey, komm, kriegen wir auch so hin. Ja, länger ich warte, desto mehr Typen kommen von oben. Auch nicht so geil. Okay. Dann mal los. Einfacher gesagt als getan. Jetzt kann man natürlich dann alle Typen hier runter. Wir werden nachher viel Spaß mit den Engagen haben. Ich gehe schon mal hier in Richtung. Es ist Meteor ein. Trotzdem nur eine Reichweite von 3 bis 7. Scheiße. Jetzt kann natürlich auch kontern, aber dann wird es so natürlich auch schwierig. Ding ist leider weg. Ich kann es sonst eigentlich relativ gut bewegen.
Verschwinde jetzt mal, Boucheron. Ja, geil ist was anderes. Juna kann natürlich auch angegriffen, das ist jetzt hier aber weniger wichtig. Und der noch, okay. So weit runter kommen die eh nicht. Dann haben wir den noch. Ich markiere mal ein bisschen die, wo ich das Gefühl habe, die können eh nichts. Weil ich natürlich keine Ahnung habe, ob jetzt Darren und Robin nachkommen. Dann habe ich ein Problem. Sicher mal, was der Meteor eigentlich für so eine Reichweite hätte. Ja, schon schlecht. Das scheiß Magier, ey. Ja, auch eher ein bisschen zentral gehen, wa? Mhm. Hat er gerade geboostet? Mann, Robin, was machst du da? Da rein, Entschuldigung. Ah, Robin bleibt hinten, krass. Und dann noch mehr Verfolger. Phantomwohl, wo kommt die bitte her? Ja, jetzt ein bisschen die Frage. Ja, natürlich zwei Dinger. Robin bleibt hinten. Aber ich muss auch da rein, ist doch scheißegal. Ich überlege halt gerade, wenn ich es irgendwie schaffe, die klug auszuschalten. Erstmal den Magier hier. Und hier habe ich ja zum Glück noch sie mit Ike. Da kann ich schön aufs Ike-Tier gehen. Hä? Du mit deinem scheiß Meteor, willst du mich verarschen? Naja, egal. Ich komme bis dahin. Das wäre jetzt eigentlich die Idee, hier mit dem Vierfachtreffer den platt machen. Damit Timera Ike irgendwie mich irgendwo hier positionieren, wo die alle kommen. Vielleicht sogar hier hin, aber sagen, jo, kommt alle. Heißt natürlich die haben die da drin, ne? Voll im Feld, das ist auch doof. Zurückziehen wird auch schwierig. Weil da könnte es klappen. Also die beiden da rechts machen mir nicht so viele Sorgen. Hat irgendwie zu Chrom durchkommen. Das Problem ist halt... Was macht der da? Giga Donnerschwert, der du mich auch, ey. Hier habe ich ein ähnliches Problem mit dem scheiß Magier mit Meteor. Ich muss eigentlich zuerst ausschalten. Nachher wäre es nicht mehr so das Problem. Also mein Ding kriege ich platt unter, dass noch irgendwas machen kann. Aber wie kriege ich sie da wieder raus? Das ist nämlich das Problem nachher. Ja, kommt, sagen wir ehrlich, ich kann hier sowieso nicht richtig fliehen. Das heißt, auch hier müsste ich engagen. Was eine Option wäre, wäre von hier aus Bündnis und rüberrennen. Um schon mal Platz zu machen. Junaka kümmert sich um den Magier da oben. Louis Hector stelle ich hier hin, damit ihn nochmal angreifen oder sich triggern lassen. Ja, das ist gewusst natürlich jetzt den Plan anders gemacht und den Wirkungsstein Louis gegeben, den er hier hinstellt. Da können wir schon mal ein paar von denen dezimieren. Die hinten vielleicht sogar alle komplett durch die beiden im Engaged-Status. Dann hier unten. Ja, ich meine, ich habe Boucheron, ich habe ihn hier, die machen schon einiges weg.
Also gerade zwar aktuell nicht wirklich, aber ansonsten schon. Natürlich so schnelle Viecher sind, die gehen einem sowieso auf den Sack. Ich habe sicher nicht so vergessen, ich würde sie lieber hier hinstellen und einfach sagen, heil nochmal. Gerade bei Louis wäre es mir wichtig. Was sind das sonst so für Typen? Mit Stahlax, Method und eine andere Geschichte. Ja, aber könnte man theoretisch machen. Wäre eine Idee. Aber Freunde, wie auch immer, diese Idee müssen wir in der nächsten Folge angehen. Das dauert mir sonst lange hier. Ich sage trotz allem Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann wird es zeigen, wie gut die Strategie, die ich mir gerade überlegt habe, funktioniert. Gegen die von natürlich Meisterstratege Darain. Schrägstrich Robin. Ein Lieblingsstratege aus der Fire Emblem Serie bis jetzt. Ein Sohn ist auch nicht schlecht, aber naja. Anderes Thema. Und eben hier oben muss er irgendwie auch ein bisschen gucken. Ich könnte natürlich auf Full krass auch mal die Hauskombo einsetzen, aber man sieht es hier schon. Der macht richtig viel Damage. Der greift nur einmal an. Wenn ich engaged sogar noch bin, könnte es sogar noch defense-mäßig noch ein bisschen besser sein. Aber hier das Problem, aber das kriegen wir ihn dann noch hin. Wenn Louis da oben, unten ist. Aber eben dann nicht vergessen, ne, diese ganzen Wassersäulen. Der Boden-Wasser-Dinger, die helfen ja auch mir. Hier zum Beispiel kann man hier auch gut Louis hinsetzen. Da müsste der Gegner nämlich hier drüber kommen und das macht er sich nicht gerne. Und hier, ich glaube, die Kombi. Wenn Bushiroad hier einen platt machen könnte, der wäre natürlich genial. Ja, aber momentan muss er einfach hier unten fliehen oder auf Abstand bleiben. Vielleicht auch anlocken, wäre eine Option. Könnt ihr auch mal Sidal hinstellen, mal gucken, was passiert, weil er hat mittlerweile auch schon krasse Werte. Dank Tiki auch in Verteidigung, er hat auch ein bisschen KP schon, also für einen Tänzer. Dann tut er Donnerf aus oder gibt ihm die Abwehrhaltung. Hat er 25 Defense. Geht der Speed auch ein bisschen runter. Auf 22, das finde ich jetzt nicht so geil. Nee, das mache ich nicht. Weil dann doppeln die. Also mache nur ja auf einmal, weil eben die greifen 29 an. Gibt 9 Schaden, das mal 3. Schlag mir Donnerfaust zurück und dann kann ich mit den anderen beiden die 3 hier platt machen. Aber die hier drüben unten kriegen wir auch hin mit der Kombi. Kommen wir nach ein anderes Problem. Ich glaube, ich eigentlich hasse, aber ich setze ihn schon mal hier hin zurück. Weil er muss mich nachher um Chrom kümmern da unten. Das kriegt man am besten nicht anders hin. Ihn hier ist auf der scheiß Meteor-Typi. Wobei nachher wäre es nur noch einer, Weil den kriege ich nachher platt mit der erwähnten Strategie, nachher den noch. Irgendwie und am Schluss noch da rein. Ich glaube, er ist sowieso im Vergleich zu Chrome schwächer. Wenn sie vor allem Teile, ist irgendwie auch doof. Teile und Herrscher, hier ist irgendwie ein bisschen eine dumme Strategie. Aber egal. Das werden wir sehen. Nächste Folge zurück bei Fire Emblem Engage. Bis dahin. Ciao zusammen.